Kollegen, liebe Familie von Lucien Weiler, Madame Maréchal de la Cour, wir gedenken heute unserem Ehrenpräsident, dem Lucien Weiler. Er ist den 1. Februar am Alter von 74 Jahren unerwartet gestorben. Er war ein großer Politiker, er war für viele von uns ein guter Freund. Er war von Beruf Advokat, ein leidenschaftlicher Advokat und auch ein, den etwas von Droit verstanden hat, was Sachen nicht wie schlecht gemacht hat. Er hat sich mit den Sorgen und Problemen von den Leuten beschäftigt, viel Erbschaftsrecht gemacht, sich um die Leute bekümmert und das war ihm wichtig. Der Lucien hat bald sein ganzes Leben zu Dietrich gewohnt. Er hat seine Tüte zwischen 1986 und 1993 war Conseiller respektive Chefin am Dietricher Gemeinderat. Dann hat er mit der lokalen Politik abgehalten, für sich mehr können auf sein Erbrecht am Parlament an seiner Etude zu konzentrieren. Er wollte alles gut machen und nicht permanent ein schlechtes Gewissen haben. An den 70er Jahren hat er sich an der CSV engagiert. Zusammen mit einer Generation von Politikern, die durch noch viel Responsabilität am Land überholen. Eine Gruppe von Freunden, die zusammen gehalten haben. Denen Freundschaften aus der Luz immer treu blieben. Auch das war charakteristisch für ihn. Treu an der Freundschaft, und ich muss sagen, ich habe das besonders appréciiert. 1984 als ein erste Kehr für CSV aus dem Norden an die Chambre gewählt ging. Danach wurden 5 Mal gewählt, sodass bald 30 Jahre ohne Unterbrechung Member vom Parlament war. Die Leute wussten, was sie an ihm hatten, und haben ihm über die Jahre hinweg ihr Vertrauen geschenkt. Er hat an der Chambre für allem gesellschaftspolitischen und juristischen Dossier geschafft. Er hat sich stark an der Justiz, an der Reglements- und an der Finanz- und Budgetskommission engagiert, sie als Präsident oder als Member. An den 3 Kommissionen waren ein wichtiger Pilier. Er war Rapporteur von über 30 Gesetzesprojekten. Die Jugend und der Jugendschutz waren ein anderes Sujet, den ihm Herz lag. Von 2000 bis 2003 war er Präsident von einer Spezialkommission Jeunesse en Détresse. Am Aufschlussrapport waren 40 Mesure festgehalten, die an einer Orientierungsdebatte über den Jugendschutz präsentiert und debattiert haben gesehen. Eine parlamentarische Initiative, die Dossier weitergedrückt wird, weil sie dem Lucien und anderen Parlamentariern wichtig wären. Am direkten Ersatz für die Leute, in diesem Fall für die Jungen. Denn Lucien Weiler war 8 Jahre Fraktionschef von der CSV, von 1996 bis 2004. Eine Aufgabe, die nicht immer einfach war. All die Fraktionschefen sind oder waren, die wissen, da können das bestätigen. Der Fraktionschef Lucien Weiler hat seinen Posten in einem Interview 1996 mit einem Kapitän von einem großen Schiff verglichen, der heinst du ruhige Gewässer und heinst du bei Donnerwiederer Stürmen erwehrs. Und hat mit dem drichten Humor, die Jeffrey kennt, die hier kann tun, mit dem drichten Humor gesagt, ging hoffen, dass während seiner Zeit als Kapitän der Schiff, also CSV-Fraktion, weder das Schicksal von der Bounty noch von der Titanic leiden. Ich meine, das wäre ihm gelungen. Er war ein erfahrener Fraktionschef, wie ich 1999 an die Chambre gewählt gesehen. Als jungen Deputierten, als er normalerweise nach zurückhaltender Schei. Und das war die Zeit wohl so. Wenn ich für dich bei den Lucien Weiler an das Büro gegangen bin, für zu diskutieren, welches Dossier ich soll behandeln, sind ich davon ausgegangen, es ging mal eine Lehrzeit angelöst gehen. Dem war aber wirklich nicht so. Ich habe gut gesagt, du musst die Dedikation, das ganze Dossier, macht etwas für richtig findest, los da hauptsächlich von keinem Draschwätzen, auch schon gut nicht von der Regierung. Wenn es Schwierigkeiten ist, kannst du bei mich. Ich meine, ich habe keine Zeit für Ja zu sagen. Du wirst sehr schon klar, mal sehen, ob der nächste Punkt vom Ordre du Jour kommt. So hast du am Schluss gegangen. Ich habe nur den jungen Leuten, ich werde das an der Zeit,
geholfen und getraut. Und ich bin ihm auch dafür dankbar. Und dankbar für viele andere Gesten an den Jahren danach. Ich hatte am Anfang nie Gelegenheit, für ihn zu sagen, ich bin sicher, er wusste das, aber schon glaube ich so. Der von seinem 53. Geburtstag, den 3. August 2004, als der Lucien Weiler Chamberpräsident ging. Bei seiner Untrittsrede am Plenum sagten, dass er sich als Präsident ledelos, und ich zitiere, von dem, was mein Eltern respektive dem Mann, dem ich an der Politik vieles von der alles zu verdanken habe, nämlich als früheren Vizepräsidenten Ed Juncker, mich gelehrt haben. Und das heißt, guck für dich nur denen, für diese Verantwortung drehst, und guck für das allerletzte nur dir. Schluss vom Zitat. Das ist nur dem Motto, wo den Lucien Weiler sein Erbicht als Deputierten, als Fraktionspräsident und als Chamberpräsident gemacht hat. Er war sich der Verantwortung bewusst, die er als Chamberpräsident hat. Aber er hat auch die anderen Deputierten und ihre Responsabilität erinnert. An seiner Untrittsrede sollten auch nach, und ich zitiere, an diesem Haus, als bei all Wort, jeder einzelnen Deputierten ganz völlig. Da sind wir uns der Aufforderung nicht ausreichend bewusst. Wir müssen uns aber immer permanent an das Gedächtnis zurückrufen. Und ich meine, das gilt auch nach heute. Die große Eminenz, wie der Lucien Weiler einmal an der Presse genannt wird, also ich meine, es ist berechtigt, das heute zu wiederholen, wird als erste Bürger vom Land viel zur Emanzipation von der Chambre beigetragen. Ich zitiere noch einmal aus seiner Untrittsrede, wo er sagt, auch wenn es normal ist, dass es ein solid Nürbelschnauer zwischen der parlamentarischen Majorität an der Regierung gibt, so wünsche ich mir, dass das ganze Parlament auf dem Weg von der Emanzipation führen könnte, weil das der Sauerstoff für als Demokratie. Das ist nicht eine Option für das Parlament, sich eine eigene Meinung zu leisten, aber das ist eine konstitutionelle Obligation, sich so eine Meinung zu bilden. Aber wie so oft wird Lucien mir aus dem Herz geschwert. Lucien Weiler war sich bewusst, dass zu einer demokratischen Auseinandersetzung auch die Opposition gehört und hat sein Bestes gemacht, für alle politischen Gruppen gleich zu behandeln. Er war ein Mensch Dialog. An der Kommission, wir am Plenum, an der Fraktion waren immer bemüht, für einen Konsens zu finden, am Respekt vor jedem. Lucien Weiler hat sicher sein Mandat als Chamberpräsident mit der notwendigen Neutralität ausgefüllt. Und das hat mich an der Zeit impressioniert und hat aber nicht gescheit, das Prestige vom Amt zu benutzen für Causen, die ihm wichtig wären, weiterzubringen. Und ich erinnere mich an seine erste Aktion als neuer Chamberpräsident, das war 2005, wo eine ungewöhnliche Pressekonferenz gehalten hat, für die Situation, wo viele Frauen während an nur einem Divorce aufmerksam zu machen. Damals war die Diskussion über das Projekt de loi, über die Reform vom Divorce am Gange, Sujet, mit dem sich Lucien Weiler durch seine Experience an der Etude gut auskannt hat, und für denen sich auch angesagt hat. Der Luc wusste, wie die politische Räderchen drehen. Als Deputierten wurde viel argumentiert, als Fraktionschef seine Truppe bei Negeherren und als Chamberpräsident für Ruhe und Ordnung hat man gesucht und das Parlament noch außen vertrat. Hier stand für Equilibre, Stabilität und eine Demokratie, die sich durch Dialog und Respekt auszeichnet. Hier war gern Chamberpräsident. Und ich kann das gut nachvollziehen. Er war der nächste Präsident in 2006 an das neu renovierte Prinz Richard Gebäude geplänt ist. An dem Büro, den haut 20 Jahre a 4 Chamberpräsidenten mehr spät nach ziemlich nämlich ausgeseit. Voller Souvenirs am Haut voller Regret. Lucien Weiler war ein großer Präsident von diesem Haus und er war ein guter Präsident. 2013 ist er nicht mehr mit an die Welle gegangen, für mehr Zeit, so Sotien, mit der Familie zu verbringen, andere mehr als einen Beruf als Advokat aktiv zu gehen. Das ist ihm aber nicht ganz gelungen. 3 Jahre drauf ist er zum Maréchal de la Cour beim Grand Duc Henri genannt gehen. Auch das weist sein Attachement und als Institutionen. 2020 ist er nun definitiv an Pension gegangen. Lucien Weiler hat sich sein Leben lang für das Land und die Leute angesagt. Er war von den Menschen, die andere Leute helfen wollen, denen, denen es schlecht geht.
sich im Zugener Probleme von anderen kümmern, zieht sich am Fong wie Rude vor dem durch sein politisch und auch sein Privatleben. Viele Leute hier am Haus können das bezeichnen. Weil der Schluss wäre Mensch mit Humor, er hat aber auch Temperament. Er hat Hänger gezicht, er wäre ein Dickricher, er wäre Familienmensch, er wäre sozial engagiert, er wäre fremd. Und noch so viele Sachen nicht. Also Kollege Charles Weiler, dem Lucien sein jüngsten Fils, so letzte Samsten an der Abschiedsmass für sein Pap, nur dems, dass er gesehen hat, dass Kirchtrubel voll war, so den, er hat wohl nicht alles falsch gemacht. Er hat ganz vieles richtig gemacht. Wir sagen dem Lucien Weiler haut merci für das, was hier Ja, noch lo bleib. an der Bause für das Land das in Leid gemacht Ich hat. hatte Mikro. Und von der ganzen Chambre will ich auf dieser Platz der Familie, mit für dem Marcel, dem Paul, dem Cheryl und den Enkelkinder als oprichtig Beileid ausschwätzen.